A bunch of dreamers with their fist up. Trigger happy, aiming high, we never give up. When we fall, it's cause we stood for what we came for. I guess it's time a brother finally took the chains off. Hallo zusammen, hier ist der Cletus von Crown Crew. Hier ein kleines Gameplay von Crown Diaper. Er spielt hier Team Defender. Und wenn ihr das noch nie gezockt habt, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ist nämlich einer der neuen Spielmodi im MW3. Und das Coole ist eigentlich, dass es einerseits Doppelpunkte, glaube ich, gibt, wenn man Flaggen hat. Und vielleicht noch schnell ein bisschen zum Spielmodus. Also es gibt einfach eine Flagge. Und das Team, das die Flagge besitzt, das bekommt dann Punkte. Und die führen dann unten links, seht ihr, dann zum Sieg schlussendlich. Das Diaper hat sich hier ein ganz gutes Plätzchen ausgesucht zum Durchspienzeln. Das war richtig clever gewesen. Und der dumme Gegner hockt dort. Weil der die Flagge hat, sieht man sowieso auf der Map und darum sollte man einerseits entweder ein gutes Plätzchen finden, zusammen mit seinem Team zum Warten oder auch in Bewegung bleiben. Das ist dann immer jedem selber überlassen, wie er hier taktisch vorgehen will. Auf jeden Fall ist es eben wichtig, seht ihr, wenn man Flaggen hat, gibt es dann noch mal 2 Bonus und mit dem kannst du richtig schön reinlassen. Jetzt hat er sich hier schon den Reaper erarbeitet, der Typer. Das Tiptop hier eigentlich bewerkstelligt und wartet jetzt hier auf Gegner, weil was ihr müsst sehen ist, dass der Gegner, wie gesagt, Flaggen holen will, um zum Sieg zu kommen. Und dann ist es natürlich eigentlich unnötig, irgendwie gross zum Gegner zu rushen, wenn man ja davon ausgehen kann, dass das gegnerische Team dann zu einem kommt. Jetzt dieser Platz hier scheint äußerst beliebt zu sein beim Team Defender auf dieser Map Village. Unter dieser Brücke hier kann man sich gut decken. Und gerade hier auf der Gegenseite hat man dann eigentlich eine gute Möglichkeit, dem Team Schutz zu geben oder den Gegner anzugreifen. Aber zuerst schauen wir uns hier gerade mal den Reaper an. Schön neben dem Heli durchgeschossen. Es ist immer geil, wenn man mit irgendeinem Reaper oder der AC seine eigene Heli aus dem Himmel holt. Und ja, jetzt probiert er hier ein bisschen Gegner zu pulverisieren. Es ist halt aber noch schwierig. Aber hier gibt es ganz schöne, jawohl, Double Kill. Und hier seht ihr eigentlich auch eine gute Übersicht, wie sich das Team vom Gegner verhält. Und dort, wo die Defend ist, das ist unter der Brücke beim B-Domination. Dort hockt eigentlich unser Teamkamerad, seht ihr ihn dort. Und ja, jetzt gibt es sicher wieder Fragen bezüglich Campen oder nicht Campen. Ich muss einfach sagen, bei einem Spielmodus, wo der Gegner ja eigentlich noch immer herkommen muss, um das Spiel zu gewinnen, ist es nicht das Dümmste, wenn man dort gut vorbereitet eigentlich einen Gegner anpassen tut. So wie jetzt hier. Ich meine, es ist logisch, dass irgendjemand die Flaggen holen will. Und wieso sollte man sich jetzt hier gross in Gefahr geben, wenn man hier eine Situation hat, wo man gut nutzen kann, um die Flagge zu beschützen, bis dann ein Teammate kommt und die aufnimmt. Ja, genau. Jetzt hat er sich hier nochmal schnell Predator angesammelt. Aber die Flagge ist weg und somit wird es eigentlich auch Zeit, diesen Spot zu verlieren. Weil das Spiel bewegt sich natürlich schon ein bisschen dynamisch mit dem Flaggenträger. Und dann macht es wenig Sinn, hier irgendwie neu zu lauern. Das hat er jetzt auch eingesehen. Zieht doch ein bisschen weiter. Und wird glatt abkassiert. Also eventuell hat es sich gelohnt, noch ein bisschen an diesem Spot zu warten. Aber auf der anderen Seite will man ja wirklich nicht campen. Es ist ja auch ein bisschen langweilig. Und darum ist es immer ein Balanceakt zwischen taktisch eben beschützen, taktisch vorgehen und dort hocken und campen. Ihr seht, die Jungs hängen es dort unten in diesem kleinen Tunnel. Wie vorher erwähnt, das ist ein guter Spot. Nein! Ihr seht, es ist problematisch, weil der eine Gegner, der dort hinten, glaube ich, schon beim ersten Mal abkassiert hat, der Typer, der ist dort immer noch am Campen. Darum ist es fast so ein bisschen eben wie ein taktisches Spiel, wo man schöne Random Frag, wo man halt einfach ein bisschen verschiebt mit dem Team oder man wartet und fällt dann dem Gegner in den Rücken, so wie jetzt hier. Mir macht es Spass. Team Defender definitiv zu empfehlen. Man kann relativ schnell leveln durch Doppelpunkte. Und ja, wenn man sich als Team einigermaßen clever anstellt, ist das ein sehr vergnügliches Unternehmen, dort zum Sieg zu kommen.
Die Spiele sind auch angenehm kurz. Wo er feinen Stand-Trottel hat. Und ja, kurz bevor das Game fertig ist, packt er noch schnell den Reaper aus. Und dann ist es auch schon durch. Gute Performance vom Diaper natürlich. Hoffe, habe ich den Spielmodus ein bisschen schmackhaft machen. Was haltet ihr davon? Auch schon gespielt? Gebt mir doch Feedback. Merci vielmals für Zuschauen und schönen zusammen. I'll probably make it stop, yeah. Even if I'm not, I'll probably make it